Hey, hey. So, darf ich mir vorstellen, wir sind die Tochter Ella Aria. Ja, jetzt ist unser Kleine schon 2 Wochen alt. Wahnsinn. Manchmal können wir es selber noch gar nicht glauben, dass sie jetzt wirklich da ist. Wir haben gedacht, wir geben euch heute mal einen kleinen Einblick in unsere ersten Tage und Momente als Familie. Und erzählen euch auch ein bisschen mehr über die Geburt. Ja, es war eine Geburt. Und was es gebraucht hat, bis wir die Kleine dann endlich mit heimnehmen können. Die Geschichte von der Ella ihrer Geburt fängt schon ein paar Tage früher an. In den Wochen vor der Geburt haben sich bei der Mary nämlich so die ersten Wehen einstellen. Anfangs noch eher schwach und unregelmäßig sind sie relativ bald schon so im 5-Minuten-Takt gekommen und aber recht stark gewesen, so dass Melli nächtelang kein Auge zu machen und ja, wir schon das erste Mal vergeben ins Geburtshaus aufgebrochen sind. Genau, nach mehreren Besuchen bei der Hebamme und bei den Frauenärzten hat man auch gesehen, dass sich schon etwas tut, aber halt einfach noch viel zu wenig für die tatsächliche Geburt. Also es ist noch nie losgegangen. In der Nacht vom Sonntag auf den Montag sind dann die Schmerzen aber so stark geworden, dass ich es fast nicht mehr ausgehalten habe. Wir sind dann auch am Nachmittag ins Geburtshaus und haben einfach nur noch darauf gewartet, dass es endlich richtig losgeht. Beziehungsweise, dass es irgendwie vorwärts geht. Nachdem die Melli dann aber auch dort noch mal 3 Stunden ausgeharrt hat und einfach praktisch nicht vorwärts gegangen ist, haben wir uns dann für eine Verlegung ins Kantonsspital entschieden. Ich habe dann dort einen PDA bekommen. Also für die das nicht kennen, das tut da eigentlich den ganzen Bereich betäuben. Das heisst, du spürst eigentlich dann wirklich kaum mehr Schmerzen oder eigentlich keine Schmerzen mehr. Und ich kann mir vorstellen, dass dann das Schmerzmittel ab 9 Uhr gewirkt hat, dass ich mega erleichtert war und mich einfach seit Tagen das erste Mal wieder so richtig entspannen konnte. Also ich habe wirklich einen riesen Respekt vor allen, die so eine Geburt ohne Schmerzmittel überstehen. Für mich war es wirklich genau das Richtige gewesen, weil nach 24 Stunden mit so Schmerzen habe ich einfach nicht mehr mögen und darum bin ich mega froh gewesen. Ja, gerade auch, weil wir nicht gewusst haben, wie lange es wirklich noch geht. Ja. Es ist auch wirklich sehr langsam vorwärts gegangen. Darum war das sicher auch die richtige Entscheidung gewesen. Ja. Dauert hat die ganze Latenzphase, das ist so die Phase, wo sich der ganze Muttermund öffnet, dann auch wirklich bis in die Morgenstunden. Es war also eine weitere Nacht, wo wir eigentlich kein Auge zugemacht haben, auch weil die Herztöne von der Kleinen leider bei jeder stärkeren Wehe kurz verschwunden sind. Und ja, wir eigentlich immer ein bisschen gebibbert haben, dass dann die wieder raufkommen. Aus diesem Grund war es ein Wettrennen gegen die Zeit gewesen, weil die Ärzte haben immer gesagt, wenn es jetzt nicht wirklich vorwärts geht, dann müssen wir sie mit Kaiserschnitt holen. Und wir haben darum immer ein bisschen gebibbert, dass es vorwärts geht, dass wir noch genug Zeit haben, dass wir wirklich noch natürlich gebären können. Wo dann um die 8:30 am Morgen dann der Muttermund wirklich endlich genug offen war, haben uns dann die Ärzte ziemlich deutlich zu verstehen gegeben, hey, entweder kommt die Kleine jetzt oder es gibt einen Kaiserschnitt. Genau. Ja. Und ich glaube, der Druck war auch gut gewesen, weil schlussendlich hat es auch nur 5 Presswehen gebraucht, bis die Kleine da war. Also es ist dann etwa 10 Minuten gegangen. Und ja, dann war sie da gewesen, und das Gefühl war wirklich unbeschreiblich gewesen. Eigentlich mega, mega speziell. Einer der schönsten Momente in unserem Leben, muss man wirklich so sagen. Ja, es ist wirklich schwer, das Gefühl zu beschreiben, oder die Gefühle. Sicher irgendwie pure Freude, auch Erleichterung und ein riesen Stolz auf die Melli und auf die Kleine, dass sie das Ganze so gut gemeistert haben. Es waren wirklich Strapazen gewesen. Hey, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, allzu lange hat der schöne Moment aber leider dann nicht gedauert, weil die Kleine hat verunreinigtes Fruchtwasser in die Lungen bekommen und hat darum recht Mühe mit Schnaufen, also hat so ein bisschen gekeucht. Und darum haben sie uns dann auch schon
nach etwa 2 Minuten wieder weggenommen und mit auf den Gang rausgenommen. Und sie mussten so ein Sauerstoffgerät anschliessen, das ihr geholfen hat beim Schnaufen. Und der Flo ist dann mitgegangen und ich bin einfach noch im Raum geblieben. Ja, Mel war natürlich noch nicht so mobil, aber ich habe natürlich geschaut, dass sie wieder Ella sein kann. Sie haben dann mit so einer Atemmaske probiert, dass sie wieder normal schnaufen mag, dass das Keuchen aufhört, das sie hatte. Und das haben sie etwa eine halbe Stunde lang probiert und es ist einfach nicht besser geworden. Und dann haben sie dann irgendwann gesagt, ja, das geht so nicht, wir müssen sie übernehmen in die Neo, also in die Neonatologie. Und ja, das war schon nicht so ein einfacher Moment gewesen, vor allem weil sie dort hier halt natürlich mit Schläuchen und alles schauen und so. Und ja, das war nicht so einfach gewesen. Aber das Gute war, die Ärzte haben also die ganze Zeit ein mega gutes Gefühl gegeben, wirklich, dass wir in guten Händen sind und vor allem auch, dass das jetzt nicht etwas ist, wo wir uns wirklich mega Sorgen machen müssen, sondern dass es mehr einfach so zur Kontrolle ist und dass sie das im Griff haben. Nachdem sie Ella dann auf die Neo gebracht haben, konnte Flo dann auch zu ihr können. Ich bin in dieser Zeit im Spital geblieben und habe mich einfach noch ein bisschen erholt und noch jenste Kontrollen müssen machen. Und am Abend konnte ich dann aber auch zu ihr können und das ganze Bonding nachholen. Und das war wirklich super und mega wichtig. Irgendwie war das wie nochmal eine zweite Geburt. Also wo die Meli dann auch in dieser speziellen Atmosphäre können, die Ella auf den Arm nehmen und sogar der erste Stillversuch auch noch gut geklappt hat. Ja. Das war auf so vielen Ebenen heilsam. Ja, das war auf so vielen verschiedenen Ebenen heilsam und hat wahrscheinlich auch dazu beigetragen, dass es dann der Ella am nächsten Morgen schon wieder viel besser gegangen ist. Sie konnten ihr alle Schläuche wegnehmen und wir haben dann auch die Nachricht bekommen, dass wir sie am Abend nicht zu uns nehmen, was viel früher war als eigentlich ursprünglich erwartet. Zuerst haben sie uns nämlich gesagt, wir müssen mit mehreren Tagen rechnen und wo sie dann am Abend vom zweiten Tag schon zu uns über ins Geburtshaus wechseln können, war das wirklich auch wieder ein unglaubliches Gefühl gewesen. Und wir hatten wirklich ein riesiges Glück gehabt, dass wir trotz der Geburt im Spital nachher ins Sockenbett ins Geburtshaus, weil wir halt dort ursprünglich angemeldet waren. Und das war für uns einfach mega, mega cool gewesen, weil wir die erste Nacht, bis sie auf der Neo war, halt nahe bei ihr waren und auch nachher noch 2 Nächte mit ihr dort haben können bleiben in dem geschützten Rahmen, wo es immer jemand rum war für Fragen. Es ist für uns gesorgt worden und wir haben uns wirklich voll auf uns konzentrieren und die ersten Momente zusammen geniessen. Am Freitag haben wir dann Ella endlich auch mit zu uns heimnehmen und dann bald schon auch unseren Liebsten vorstellen. Ja, unsere ersten Tage daheim waren geprägt von vielen gegenseitigen Kennenlernen natürlich, ausgiebige Kuschelstunden, lange Nächte, diversen Erfolgserlebnissen aber auch, wenn man zum Beispiel das erste Mal geschafft hat, die Windeln zu wechseln und das grösste Geschrei. Und einfach auch ganz viele Momente, wo wir einfach gestaunt haben und uns fast ein bisschen kneifen, dass wir jetzt tatsächlich das dritte hier unterwegs sind. Was macht der Papi mit dir? Ja, ich will zur Mami. Du bist zufrieden, gell? Ja, du bist jetzt zufrieden. Gell? Und dank dem Fluss im zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub haben wir auch die Zeit so richtig in unserer Babybubble geniessen können, auch uns die Zeit wirklich nehmen und sind jetzt aber dann auch ready, wenn das Leben wieder so richtig losgeht. Ab nächste Woche nehmen wir euch dann hier wieder in unserem Wiki-Blog mit und zeigen euch natürlich auch wieder mehr von unserem Alltag als Content Creator. Unser frisches Familienleben bleibt natürlich weiterhin auch ein Thema oder Teil von unserer Geschichte, aber Ella soll hier eigentlich nicht zum Star von dieser Show werden. Es soll um uns gehen, um unsere Geschichte und uns sind natürlich ein wichtiger Teil davon. Darum bleiben wir da sicher auch weiterhin dabei. Ja, wenn ihr
weiterhin auf dem Laufenden bleiben, dann nicht vergessen, den Kanal abonnieren und die Glocke zu aktivieren, weil dann kommen wir eine Meldung über, wenn es ein neues Video gibt. Und an dieser Stelle wirklich noch ein riesengroßes Dankeschön an alle eure lieben Glückwünsche, die uns über alle möglichen Wege erreicht haben, für all die wunderschönen Gesten und Worte, die wir bekommen haben. Und natürlich auch ein besonders grosses Danke natürlich an all die Leute im Geburtshaus, im Spital und besonders natürlich auch auf der Neonatologie, die uns in dieser doch schon schwierigen Zeiten so gut begleitet haben. Wenn sich übrigens wundernimmt, was sie auf der Neonatologie alles für wundervoll bringen, können wir euch das Video mit der Mona Wetsch ans Herz legen. Es ist ein Doc, wo sie 3 Tage die Neonatologie hier in Aarau im KSA besucht und einem dort einen kleinen Einblick gibt in die Arbeit. Das war es von unserer Geburtsstory. Wir hoffen, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Genau. Bis dann. Macht's gut. Habt euch Sorge. Und bis bald. Tschüss zusammen. Tschüss. Wollen wir noch üben? Ja. Aber die Guy hat sehr, sehr gut mitgemacht. Ja. Wenn ihr das könnt sehen könnt. So sieht das aus, wenn die Storyflow-Videos produziert werden. Also neuerdings sieht es aus. In der nächsten Folge hier auf Storyflow. Ja, David, da musst du früher aufstehen, weißt du? Wir haben jetzt gerade 2 Wochen im Trainer verbracht. Ja, also, ich glaube, das Bauchgefühl sagt von beiden, hey, den müssen wir nehmen. Jetzt abonnieren und kein Video mehr verpassen. Geht raus und schreibt euch eure eigene Geschichte.